schon mal nicht dabei getäuscht, einfach die echt Bags abgerafft, ein To-Do mein Buggy gestreckt und so ist das weitergegangen. Ja, also die erste Kehr, wo ich den Camino gemacht und das war 2007. Und ich bin den Demos gegangen, weil ich an einem Tiefpunkt von meinem Leben war. Es war mir nicht gut gegangen. Und letztes Jahr Schule, 2 Monate vor dem Examen, sind ich morgens aufgestanden und ich wusste, ich bin auf Santiago. Und eine Woche später war ich in Norwegen. Das war nicht die erste Kehr. Die erste Kehr sind ich bei einem Rucksack gegangen, ganz normal. Und da wo wir dezidiert den Dreck abzuraffen, das war 2018, sind ich von Porto auf Santiago gegangen. Und da habe ich dann einen Engländer kennengelernt, einen jungen Mensch. Und da sind wir von Santiago zusammen auf Finisterre gegangen. Und Juprin hat so ein kleines Wähnchen, ich hatte so ein kleines Buggy für Baby dran zu setzen. Und da haben wir dann angefangen, die zwei Dreck abzuraffen. Ja, also ganz verschieden. Vielleicht ja, wo ich gegangen hatte, so ein Wähnchen, den ich gedreht habe. Das war so ein Unhänger für die Velo. Und du hast dann immer Tuten drüber gestreckt, und voll mit Dreck. Und ja, teilweise verschiedene Bilder gucken dich komisch. Die anderen, die sind direkt total ab, kommen auf die Stür. Und froh, was sie da müssen, für was. Und die meisten fanden das super. Und verschiedene Leute, und einmal konnte ich, das war das Maximum, konnte ich, kommen ein Pilgerin bei mir, mit 250 € an den Grab gedreht. Und ich so, nee, ich kann das nicht tun, Dach, du schmeißt das unhöhlen, das wäre super, was ich dich machen. Und voilà. Ja, also von den Pilger hier mega positiv. Also. Also ich wollte einfach ein bisschen so über meine Erfahrungen schwätzen, Bilderweise, Fotos, und einfach vielleicht für Leute inspirieren für einfach, wann sie dann irgendwie den Besuch jetzt pilgern, das zu machen, das eine lebensverändernde Erfahrung, ganz sicher, ganz klar. Ja, einfach, dass, dass der Camino wunderschön ist und die Leute, die du begehst, mega wertvoll Begegnungen müsste du einfach. Ich hoffe mal einfach, dass das ein schöne Runde geht, wo man einfach Pilger Schwätze, was Pilger bewegt, das sind 10.000 Sachen, wie ich übrigens das etwas anderes.